Gruppe, die seit 20 Tagen von Istanbul nach Ankara unterwegs war, um auf die Unterdrückung der Uiguren aufmerksam zu machen, wurde kurz vor Ankara von der Polizei gestoppt. Der Abgeordnete Fahrettin Yokuş von der Guten Partei hat die Uiguren bei ihrem Anliegen und gegenüber den Behörden unterstützt. Die Gruppe wurde 4 Tage festgehalten und wurde nun in Busse gesetzt und zurückgeschickt. Da sich der Konflikt zwischen China und Taiwan weiter ausweitet, hat der Präsident Taiwans Tsai Ing-wen die Weltöffentlichkeit um Hilfe gegen China gebeten. Nachdem China auch mit militärischer Gewalt drohte, um Taiwan unter seine Kontrolle zu bringen, sagte der Präsident Taiwans, dass er darauf hofft, dass die internationale Gemeinschaft seinen Hilferuf erhört und Taiwan unterstützt. Falls die Weltgemeinschaft die Stimme eines bedrohten demokratischen Landes nicht hört, muss man sich fragen, welches Land das nächste Ziel Chinas wird, so der Präsident. Das Heer Pakistans und Chinas haben zusammen eine Übung in der Region Pabi in dem Internationalen Zentrum für Terrorbekämpfung durchgeführt. Das Ziel dieser Übung ist die Erweiterung von Verteidigungs- und Sicherheitsstrategien. Die Spezialeinheiten sollen dadurch mehr Erfahrung sammeln, um dem Antiterrorkampf und einer Kriegssituation gewachsen zu sein. Der Präsident der USA, Donald Trump, betonte, dass die USA sich zwar aus Syrien zurückziehen werde, aber der Abzug länger dauern wird. Zuvor teilte er mit, dass die amerikanischen Truppen sich zügig aus Syrien zurückziehen würden, um dann entweder in den Nordirak verlegt zu werden oder in die USA zurückzukehren. In Frankreich waren tausende Menschen auf der Straße, um gegen die Benzinerhöhung und für den Rücktritt Macrons zu protestieren. Die Polizei traf hohe Sicherheitsvorkehrungen. Die Demonstranten wurden bei dem Marsch auf das Parlament von der Polizei gestoppt. Daraufhin zündete ein Teil der Gruppe Mülltonnen an, um den Einsatz der Polizei zu behindern.